Elia ändert seinen YouTube-Namen. Das habe ich schon ein bisschen länger gewusst, aber ich heiße jetzt Elia. Hast du nicht dein ganzes Leben so geheißen? Witzig! So, wir legen los mit dem Video. Let's go, Elia. Mashallah, was ist das für ein schönes Zimmer? Ah, das ist ja meins. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja. Wieso sitzt du auf meinem Stuhl? Hast du meine Kamera? Was machst du hier? Ja, also hier gefällt es mir schon viel besser. Hallo zusammen, hier ist der Elia und schön seid ihr Ja, ich habe es gemacht. Ich heiße jetzt Elia. Aber sagt ehrlich, mein Background der ist um einiges stimmiger. Hier mit der Casting Couch, hier mit dem Sombrero dahinter. Also ich habe wirklich eine Umgebung hier mir geschaffen, die einfach wunderschön ist, oder? Chat, sagt ehrlich, würdet ihr hier auf der Couch mit mir sein? Okay, aha, wow, aber also, mein Kanal heisst jetzt so. Ja gut, die schlechten Witze werden auch auf diesem Kanal nicht besser, hä? Ja. Es ist ehrlich gesagt schon ein kleines Zeitchen her, als ich das letzte Mal so vor der Kamera gehockt bin und einfach auch mal ein bisschen erzählt habe, was, wie, wo bei mir abgeht. Also genau 1,5 Jahre, also habe ich gehört, also ja gut. Also was, du findest, oh, ich bin etwa der aktive YouTuber in der Schweiz? Ja, hey, perfekt, weißt du, was mal? Ihr habt jetzt vielleicht schon in den letzten 3 Videos ein bisschen gemerkt, der Kanal hat sich ein bisschen verändert. Für die mich schon ein bisschen länger verfolgen, die wissen das. Ich habe auf diesem Kanal als Mr. Elia eigentlich immer reine Unterhaltungsvideos gemacht. Die sind manchmal ganz lustig geworden und andere dafür, ja, absolut nicht. Ja gut. Aber gut. Was ist das für ein Video gewesen? Wieso habe ich das Video nie gesehen? Hä? Was hat er denn gemacht? Irgendwie Eier vertätscht oder was? Nach dem Video im 2018, also vor der langen Pause, die ich hatte, habe ich mir eingestehen, dass ich mir extrem Stress eine neue Videoideen zu finden. Aber die dann auch möglichst perfekt dorthin bringen. Aber ich wollte dann auch so oft Videos machen wie möglich, weil das halt einerseits auf YouTube ja, der Algorithmus verlangt. Aber auch, und da muss ich auch ehrlich sein, ich immer auch so ein bisschen mit einem Auge übergeschillt habe und gesehen habe, dass halt der Adi, der Marc und der Can und auch der Maelo in dieser Zeit viel mehr herbringen als ich. Und ich bin halt dann einfach immer so ein bisschen hier gehockt und habe mir gedacht, fuck, wieso schaffe ich das nicht? Seitdem ist jetzt aber auch schon ein bisschen Zeit vergangen, wo sich ich und meine... Mittlerweile ist es aber hat sich extrem geändert, die Schweizer YouTube-Szene. Also es hat sich sehr, sehr viel gemacht. Und zwar würde ich momentan sagen, sind die aktivsten Personen in der Szene momentan der Adi und ich. Würde ich sagen, sind wir die aktivsten. Danach und glaube ich gerade sehr, sehr dicht gefolgt der Nati und der Elia. Weil der Elia hat jetzt so 2 Kanäle. Elia heisst der 2 Kanal und sein Hauptkanal Elia. Und was der jetzt mittlerweile auch von Sachen rausholt, ist schon krass. Und es ist krass, was wir Schweizer YouTuber mittlerweile von der Output haben. Aber ich finde es babamäßig und Schweizer YouTube muss noch gepusht werden. Also wenn du deinen Kollegen noch nicht gesehen hast, dass wir existieren, dann... Ja, komm, vergiss das. Interesse glaube ich schon recht geändert haben. Wo aber auch die Corona-Zeit und die Corona-Gegner, Grüße raus an euch. Wir sollten Stand-up, oder? Oh ja! Die mich aber auch dazu motiviert haben, etwas Neues auszuprobieren. Und das ist eigentlich das, was ich in den letzten 3 Videos gemacht habe. Und genau wegen diesem ganzen Hintergrund kann ich mich mit dem Mister nicht mehr wirklich identifizieren. Und darum heisst der Kanal jetzt Elia. Ich weiss, hure innovativ. Das heisst für die Zukunft, ich möchte auf diesem Kanal mehr gesellschaftliche und aktuelle Themen lustig verpacken. Also eigentlich genau, wie ich es jetzt auch schon gemacht habe. Aber wichtig, ich wollte jetzt nicht herstellen und sagen, das kommt jede Woche oder jeden Monat. Weil wir wissen alle, zu was es das führen kann. Ich freue mich jedenfalls riesig, wieder zurück zu sein. Der Marc ist immer das beste Beispiel dafür. Das S in Marc steht für Schaffen. Es gibt jetzt aber noch andere Sachen von mir, die regelmäßig aufgeladen werden und auch neu sind. Ebenfalls in Corona-Zeit habe ich mit dem Livestreaming angefangen. Wo auch Grüße und Küsse rausgehen an Maela, die mir das Ganze ein bisschen eingeführt hat. Das kann man jetzt dezent falsch verstehen, aber jo. Ach, Elia, ich führe dich gerne überall ein, wo ich sehr, sehr viel Ahnung habe. Das ganze Streaming ist hure neu für mich, wo mir aber gleichzeitig auch hure Spass macht. Und ich sage euch, schon die ersten Livestreams, ihr habt etwas verpasst. Mann, Laptop. Ja, auf Vollbild drückt, Leute. Ihr seht, wie lange es dauert. Also, let's go. Go, 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 go. Ja, nochmal drücken und es geht. Jetzt los. Das heisst, ich streame jetzt auf Twitch.
Da haben die Leute extrem viel verpasst. Also wirklich, da hat jeder und jede etwas verpasst, wenn er die Livestreams nicht gesehen hat. Ist dort, ey Elia, das habe ich glaube ich auch noch nie gesehen und du immer fix am Sonntag um 7:30 streamen. Ja, ein bisschen mit besserem Streaming-PC als vorher der Laptop dort hing. Also wenn ihr ein bisschen Bock auf mehr Unterhaltung habt, dann geht doch auf Twitch. Ey Elia, lasst ein Follow da. Erster Link in der Videobeschreibung. Merci vielmals. Lade ein Follow da. Und jemand hat in den Chat geschrieben, ich werde immer von Kollegen ausgelacht, weil ich dich schaue. Das kannst du deinen Kollegen schicken. Wenn ihr das Gefühl habt, dass der Ungespielt oder der Monte bessere Unterhaltung bietet als wir Schweizer YouTuber, dann hat er absolut recht gehabt, weil wir machen nur Schiss-Content. Und wieso der Sebastian wie man unser Zeug einzieht, ich weiß es auch nicht. Es ist wirklich der letzte Rotz, der letzte Schissdreck. Also bleibt auf jeden Fall uns fern. Euch Biasen brauchen wir sowieso nicht in der Szene. Soll ich weitermachen mit der Eigenwerbung? Falls ihr mal keine Zeit habt, live dabei zu sein, ist das gar kein Problem. Es gibt einen neuen zweiten Kanal von mir, der ebenfalls «Ey Elia» heisst. Und dort kann man jetzt Livestream... Ja, wie rot kann seine Augen sein? Was ist das für eine Bearbeitung? Das Elia, er sieht eigentlich immer so krank aus, ganz ehrlich. Was der für einen Lifestyle hat, ich weiß auch nicht. Highlights als einzelne Videos online und auch sonst Videos, die absolut nicht auf diesen Kanal passen. Ist doch nur nice! Auch dort darf man sehr gerne abonnieren, weil dort ist schon das eine oder andere wilde Video rausgekommen. Challenge ist ein rohes Ei zu verdrücken mit dieser Hand. Man muss sich echt das Ei verdrücken. Okay, ich schaff's nicht. Als ob du das nicht einfach kannst zu drücken. 10 seconds later. Hä? So, nach dieser ganzen Das geht wirklich nicht. Geht es wirklich nicht, das rohes Ei so zu verdrücken? Eigenwerbung möchte ich jetzt aber auch nochmal Merci sagen. Die ganzen Videos oder Livestreams, die ich hier mache, wären absolut nichts ohne euch, die sich das Ganze dann auch anschauen. Und darum einfach mal ein Merci an dich, der das Video hier schaut, wo du schauen, liken, kommentieren oder sogar teilen. Merci aber auch an alle, die aktiv hier im Livestream jeden Sonntagabend dabei sind. Merci auch an alle Donations, die reinkommen, die wir zum Beispiel für den PC-Kauf hier unterstützt haben, was mir schon rein equipmentmässig extrem weiterhilft. Und merci auch sonst, merci schaut dir das Zeug an. Ja. Sei es seit heute, einem Monat oder True. seit den ganzen 8 Jahren. Merci, seid ihr Wir sehen uns in einem nächsten Video. Tschüss zusammen. Cut, gut gewesen. Ist gut so gewesen? Ja. Also, ja, gibst mir Bescheid. Das nächste Mal Direktüberweisung und dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Hey, ich wünsche, gell? Hey, tschüss, gell? Was der Sicher? So, das schwimmst du, machst das Video? Milo in schlecht. Null. Milo in noch schlechter. Geht das? So ein frecher Sieg! Hey, aber Elia, ich kann das nur zurückgeben bzw. weitergeben an unsere Zuschauer. Ihr seid absolute Legends. Nein, ehrlich jetzt mal. Jetzt mal wirklich ohne Witz. Ich schätze es extrem. Ich schätze extrem die Leute, die sich das Zeug geben, die Leute, die sich die Videos einziehen, die Leute, die uns supporten, die Leute, die uns unterstützen. Das ist wirklich überhaupt nicht selbstverständlich und sehr, sehr, sehr geil, dass ihr uns unterstützt. Sehr, sehr dicke Küsse gehen muss ja.